Moin, es sind der Chris, und wir machen Koordinationsübungen. Und das mit der Hilfe von einer kleinen Linie. Eine Linie, die wir daheim normalerweise irgendwo finden, sie wird eine Platterschiss-Linie am Boden haben oder einen Teppich, wo eine Linie drüber ist. Vielleicht kann man sich mit Passband eine Linie auf den Boden machen, 2-3 Meter gehen durch. Das ist schon etwas Spezielles, das tut jeder eigentlich daheim. Den Meter. Die kann ich auf den Boden legen. Wenn ich okay so hört, ist es nicht so schlimm. Eben dann sich mal seine Linie auf den Parquet oder auf den Platterchen. Ich habe just ganz zum Schluss im Video nach ein, zwei Übungen, die dann aber speziell, also einen Meter, zu machen sind. Wenn ihr das nicht tut, dann lese ich das einfach auf der Seite. Wir legen den Hai auf den Boden, dann haben wir eine kleine Linie. Den Hai ist auch aus Plastik. Das heißt, wenn ich da drauf tröpfeln ging, dann bricht er nicht. Kinder aus Holz, so kann man sehen, dass die in der Futti geht. Aus Plastik wäre natürlich da besser. Also wichtig zu sagen ist, dass man bei all den Übungen kein Weh spüren, soll kein Peng da sein, kein Risiko angehen, also nicht mehr so weit Übungen machen, wie man sich gut fühlt, oder sicher fühlt. Es gibt Übungen, die sind schwer, es gibt Übungen, die sind leicht. Ich probiere ein bisschen von allem zu machen, aber jeder muss da für sich herausfinden, was gut für ihn ist und nicht riskieren. Wenn es zu schwer ist, kann ich noch eine Unterstützung dabei holen, also ein Steib, so wie ein Bengel oder ein Kratsch oder eben noch wieder, du eben angerichtet sieht, dass ich einen Stuhl tun kann. Entweder die Übungen am großen Ausmaß machen oder alles auf den Platz gehen. Also so passen, wie die euch wohlfühlt. Lieber losanfangen und dem Weg den Tempo dann steigern. Okay, machen wir es einfach ein bisschen warm, dass wir so die Sache gewinnen. Wir tröpfeln einfach mal 100 Meter, wir können gehen, wir können auch auf den Zehenspitze so kleinen Jogging machen, so wie in der Fülle, an eine Richtung gehen und dann halt Jogging auf den Zehenspitze machen, in der Fülle. Da können wir variieren, halt los. Dann können wir ein bisschen sehr gehen, Tempo ein bisschen umziehen, eine ist ein bisschen los, andere Tempo nicht umziehen, nächste Jogging um die Zehenspitze, Zehenspitze, da probieren wir in die andere Richtung auf der Fest zu gehen. Zehen an Blut, nicht mehr auf der Fest gehen, so gut es geht, in die andere Richtung auf die Zehenspitze. 2-3 Tiere, so wie ihr das wollt. Und auch so sehr. Wir variieren wir zwischen großen Schritt und kleinen Schritt. Großer Schritt für die eine Richtung. Und klein ist an die andere Richtung. So groß wie ihr kann, so groß wie ihr wollt. 2-3. Wie lange Platz wird du hin? Nächste gut. Da stellen wir jetzt beide Meter, dann machen wir an die eine Richtung einen Schritt und an die andere Richtung 3 Schritt. Ein Schritt, wir drehen also und dann machen wir 3 Schritt. Face also. Kann ich nochmal normal gehen, also einen Schritt normal gehen, normal aufrollen. Großschritt, Breitschritt, auch hier mit der Fest aufholen. Oder eben am Joggen, so wie in der Fülle. Und dann noch bei dem breiten Schritt könnt ihr eine kleine Abkühlung so seitlich, so viel ihr wollt, wie viel ihr kann. Voilà, dann gehen wir weiter, rundherum, Knie und Blut. Weit, so weit ihr kann, sehr wie ihr wollt. Wie gesagt, die meisten Sachen, die ich anbiete, die kann ich noch einfach am Stuhl machen. Eben mit einer Unterstützung. Die Beine Knie verlust. Okay. Da stand schon auf einer Seite von der Linie. Und wir probieren am Joggen oder am Gehen die ganze Übung zu machen. Geht immer die Fuß, die an der Seite von der Linie ist, die geht immer auf die eine Seite von der Linie.
und könnt ihr zurück. Alles am Rhythmus vom Joggen. Rüber, zurück. Rüber, zurück. Rüber, zurück. Rüber, zurück. Ich bleibe auf derselben Seite von der Linie. Das heißt, lo, könnt ihr den anderen Fuß tun. Geht rüber, könnt zurück. Geht rüber, könnt zurück. Rüber, zurück. Rüber, zurück. Rüber, und zurück. Selber ist auch los, Fuß ganz platt. Zack. Anderer Rhythmus, kann ich so machen, wie ihr wollt. Und immer so kleine seitliche Appui gehen. Zack. Alles geht um den Meter zu bereiten. Ich kann das Ganze auch natürlich wie groß machen, dass ich noch nie weiter weggehen. Noch einen großen Schritt machen, du kannst hier so machen, wie ihr wollt. Also ich muss los auffangen und dann zurück. Und ich sehe dich mal immer mit dem anderen Fuß einen kleinen Zwischenschritt. Also immer links geht's, links geht's. Wir machen Variationen loser Seher. Da können wir sagen, Seher in die eine Richtung, los zurück. Einfach gehen, Seher gehen. Und dann ganz los, eventuell noch einen großen Schritt an die andere Richtung. Eigentlich Seher. Ist wieder. Einfach Tempo bisschen. Eigentlich Seher. Dann machen wir noch ein paar Sachen seitlich. Da gehen wir ein paar Variationen, die wir machen können. Wir machen an sich das E-Fuß auf der anderen Linie ist, auf der anderen Seite von der Linie. Der andere Fuß bleibt auf dieser Seite. Zack. Und wir beginnen dabei seitlich. Du hast den linken Fuß 4, machen wir, dass der rechte Fuß 4 geht. Du hast den Fuß platt. Und Schwöll kann da auch auf Zehenspitzen, also kleinen Appui geben, sich selber auf 4 fallen lassen und dann ein bisschen fest daran und zurückdrücken. Ein bisschen dynamisch, so wie ihr wollt. Zack. Der Nähfuß bleibt immer auf der Seite. Und da können wir machen, dass der Fuß auf der Seite bleibt und dann gehen wir in die andere Richtung. Der rechte Fuß bleibt hier, ein Kehr hin und ein Kehr hier. Und variieren, linke Fuß 4, ein Kehr hin und ein Kehr hier. Und ein Kehr wechseln, zack, rechte Fuß, nach links, rechte Fuß, nach rechts, und dann ganz nah mit dem anderen Fuß, linke Fuß, nach links, und linke Fuß. Noch jetzt. Kurz Pause, ich kann ablosen. Voilà, nur eine kleine Pause. Kommen wir da noch zurück, dass wir pro Übung nur 4 machen. Wir stellen mal so hin, dass der Meter an der Mitte ist. Und Knie geht an die Luft, so weit wie ihr kann. Spirieren. Knie geht an die Blut. Spirieren mit dem anderen Fuß. Knie geht an die Blut. Immer hochfießen. Gewicht ist immer am baustigsten Bein. Du hast links mein Gewicht, hier ist ganz leicht, berühren wir. Knie geht so hoch ich kann, so hoch ich will. Aber wenn ihr natürlich mit los möchtet, das Gleichgewicht natürlich mehr eine Rolle spielt, dann kann jeder so entscheiden, wie er will. Ich kann es sehr machen, mit kleinen Bewegungen, mit großen Bewegungen, kann ich variieren. Ich kann große Bewegungen machen, die Knie und hoch gehen. Und ich kann davor machen, die Bewegung ganz klein ist. Mal sehen. Das kann ich dann so entscheiden, wie ich will. Ähnlich kann ich auch seitlich machen, wo ich dann ein links, dann ein rechts berührt, links, rechts. Hier ist der Fuß ganz leicht, ich berühre nicht mehr ganz ein bisschen. Und Gewicht ist
hünnechten Fuß, also Fuß den 100 liegen bleibt. Mal links gehen. Und das ist auch eine Übung, die ihr noch gerne kann einfach auf der Platz machen, mit einer Stein. So wie ihr wollt. Jetzt links aufwechseln, kann ich noch nicht sehr machen. Dann kann ich jetzt Knien an Blut. Knien rauf. Für aufzustellen und Knien und Blut für zurückzukommen. Dann noch eigentlich zeitlich, wo wir auch los anfangen und da kann ich den Tempo steigern. Linke Fuß fängt an, wenn ich nur links gehe und da könnt ihr jetzt. Linke Fuß geht zurück, linke Fuß geht nach vorne, der jetzt kommt immer noch. Das ist die Lösversion. Wenn ich kommen sind, nur jetzt geht die rechte Fuß als rechts. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Wir machen so einen Zickzack seitlich. Und dann eben, lese ein Kehr, wenn ich nicht sehr will gehen, kann ich die Sache mit der Spitze machen. Das ist schwer. Sachen wie sehr mit kleinen Bewegungen. So mal wie ich will. Oder wir lösen auf den Spitze. Kann ich so variieren wie ich will. Voilà, da machen wir noch eine letzte Übung, die nicht mehr geht, wenn ich einen Meter will. Da geht es darum, den Meter zu knicken. Also aus der Richtlinie probieren wir eine Schlangenform zu machen. Aber nicht mehr mit dem Face. Entweder mit dem Platschen Face, mit dem Strumpf, oder auch mit dem Tonschlappen, das ist doch gut. Ich bleibe beim B stehen, probiere das Gleichgewicht zu halten, und probiere mal ein Element zu knicken. Den anderen Fuß stelle ich bestraft und probiere das zu blockieren und das Ganze zu knicken. Wir blockieren den Schnees, wir knicken die Schei, ganz so wie ihr wollt. Wir lenken die vier, wir lenken die Handen. Auch wenn ich es brauche, kann ich es gerne anhalten. Machen wir einen kleinen Zickzack. Voilà, mit dem krummen Lineal, dem krummen Meter, kannst du danach eine Übung machen. Das ist Profi-Version, weil du machen wir tanzen. Dann eben mit Platschen Face oder eben mit dem Tonschlappen, so wie ihr wollt. Dann so, und ich probiere den Weg zu ertasten. Ich probiere so viele, wo der Meter drunter ist. Dem so not zu gehen, bis zum Schluss, bis ich merke, du hast keinen Meter mehr. Dann nicht zum Schluss. Weiter. Also in super. Und dann machen wir noch eine Übung, nächstes Mal eine Hand ab. Das ist die Half-Profi-Version. Wo man einfach wie viel drin mit den Knien immer rübergehen und immer ein Element berühren. Also entweder der erste, der zweite, der dritte und so weiter, bis wir ganz gut kommen sind. Bis zum Schluss. Ich kann gerne eigentlich hin und her gehen, die Übung wiederholen, wie ich will. Und dann ganz zum Schluss, nicht eine Profi-Übung. Wir probieren den Meter zuzuklappen, ohne als Hand zu benutzen. Das heißt, egal welche Strategie, just der Meter soll die ganze Zeit überleben. Gott sei Dank habe ich ein Plastik geholt, den verzeiht noch ein bisschen mehr, die Brüste nicht. Zack, auch fertig. Voilà. Vielmals merci. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Üben, aber bleibt gesund.